Das Schweizer Regenbogenglas. Oha, das Schweizer Regenbogenglas. Viele Leute würden sagen, dass das nur ein normales Glas ist. Vor fast 2 Jahren startete in Deutschland eine Aktion bei McDonald's zu diesem Regenbogenglas. Unzählige Videos von Tanzverbot, Simon Unge und Jonah später ist dieses Regenbogenglas absolut legendär geworden. Deutschland hat rund 1500 McDonald's-Filialen, während die Schweiz knapp 150 hat. Und das heißt, Deutschland hat knapp 9-mal mehr McDonald's als die Schweiz. Für mich heißt das also, dass die Schweizer Regenbogengläser mindestens 8-mal wertvoller sind als die aus Deutschland. In dieser Videoserie werde ich das Schweizer Regenbogenglas noch wertvoller machen, als es eigentlich schon ist. Und Simon, ich glaube, das wäre eine gute Anlage für die Rente. Beiseite. Hier in der Schweiz ist es absolut normal, dass die meisten Brunnen Trinkwasser haben. Es heißt sogar, in der Schweiz wird grundsätzlich angenommen, dass ein öffentlich zugänglicher Brunnen Trinkwasser führt, das ohne Bedenken konsumiert werden kann. Ich habe mir 5 Brunnen in meiner Heimatstadt Freiburg rausgesucht und werde daraus jetzt trinken. Und für die, die sich fragen, ja, es gibt auch in Freiburg in der Schweiz. Man kann aus jedem Brunnen trinken. Erster Brunnen läuft nicht, dann suche ich mir halt den nächsten. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Der erste Brunnen ist da. Ich mache das uncut beim ersten Mal, damit ihr nicht sagt, du fakest das. Let's go. So, ich hoffe, der Fokus spinnt nicht. Let's go, baby. Nice. Der erste Brunnen war dort. Der zweite ist hier. Das Wasser richtig blau, Mann. Nice. Zweiter Brunnen. Es windet wie scheiße. Darum mein Mittelscheitel komplett am Arsch. Let's go. Jetzt. Das schmeckt nach einem kostenlosen Abo, Digga. Alles klar, ich frage mich noch, was das soll. Und da ist er doch, der dritte Brunnen. Delfine? InScope, Digga, hast du Bock auf einen Snack? Zum 3. Mal Wasser aus dem Mund von einem Delfin. Auch das ist in der Schweiz. Absolut sicher und zum Glück windet es auch gar nicht. So, der 4. und vorletzte Brunnen ist gefunden. So, dann gönnen wir uns mal einen gediegenen Schluck. So, Nummer 4. Riecht so ein bisschen nach Urangestein. Der letzte Brunnen sieht so nice aus. So, der letzte Schluck. Dann gehen wir noch an eine richtige Quelle. Köstlich, schmöchtlich. Lasst ein Like da. 5 von 5 Brunnen. Check. Schweizer Feeling ist da. Nächster Tag und wir sind jetzt am legendären Ärgerer mit dem Regenbogenglas. Und heute ist die Challenge, diese Quelle hier zu suchen von diesem kleinen Bach. Was bei Monte der Ilsebach ist bei mir die Ärgerer. Ich muss aus der Quelle mit dem Regenbogenglas trinken. Kann mir eigentlich jemand sagen in den Kommentaren, warum die Steine hier so rot sind? Wir sind jetzt so ein bisschen mit Karten am Suchen, wo hier so eine Quelle sein könnte. Das sind so verschiedene Arme, die natürlich alles dann in den Bach reinführen. Aber hier haben wir vielleicht was gefunden. Richtiges Video auf Fritz Meinecke angelehnt. Let's go, baby. Hier, keine Ahnung, hier würde ich jetzt noch nicht draus trinken. Sieht aus, als wäre Öl oder sowas da drin. Aber hier oben ist nichts mehr. Keine Industrie, gar nichts. Hä? Ja, ich bin auch eigentlich einfach dumm. Ich habe keine Ahnung, Mann. So, hier hinten, das war absolut gar nichts. Wir gehen noch ein bisschen weiter den Berg hinauf. Vielleicht finde ich dort, ja, irgendwas, was in der Quelle so ein bisschen näher kommt. Wir suchen gefühlt schon 20 Minuten und alles, was wir finden, ist so eine Sandbank. Aber hier ist nichts von der Quelle in der Nähe. Wir müssen noch weitergehen, Digga. So, wir haben jetzt so einen kleinen Ast gefunden, der dann in die Ehrenbruder Ärgerer führt. Und wir gehen jetzt diesem Ast entlang bis dort, wo er entspringt halt. Ja, und dann trinke ich daraus. Wir sind mittlerweile bei 1250 Höhenmeter. Hier irgendwo müsste doch endlich eine Quelle sein, Digga. So eine Stunde ungefähr suchen wir jetzt und langsam kommen wir der Sache näher. Aber jetzt gibt es hier noch Hochsteigung des Grauens. Normalerweise bin ich nur am PC, was ist das? Früher bin ich übel nicht gern wandern gegangen. Aber heute, es macht noch Bock, Digga. Also Real Talk. Ich werde langsam zum Boomer, so wie Dena. Wie steil soll es sein? Die Ärgerer? Ja. Holy shit, Digga. Hast du auch gerade gehört?
Ja, Mann. Ich glaube, das war ein Wolf, Digga. Nee, safe nicht. Nee, stimmt. Das war Leon Mascher, der Werbung für Hydra-Hype macht. Ich glaube, hier ist Urangestein, Digga. Wir sind mittlerweile gefühlt auf 1788 Meter. Ich glaube, wir haben was gefunden. Es kommt hier straight aus der Erde raus. Die Quelle sind hier so 2 Löcher im Boden. So, wir haben jetzt was gefunden. Hier kommt das Wasser nämlich direkt das Wasser aus der Erde raus. Das ist auch kein Rohr oder so, das ist einfach so ein Loch. Da sind wir jetzt also mit dem heiligen Regenbogengral. Und hier ist die Quelle. Ich nehme jetzt ein bisschen Wasser hier raus, aber damit ich es noch gesagt habe, wir kochen das Ganze ab. Ist mir scheißegal. Warum kochen wir das Ganze ab? Ich habe in 2 Tagen die Impfung und ich habe wirklich absolut gar keinen Bock, die Impfung nicht machen zu können, weil ich die Scheißerei habe. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Darum kochen wir das Wasser noch schnell ab und dann trinke ich das Ganze. Ich bin ja trotzdem an der Quelle. Wir machen keine Fake-Scheiße, ich sag's einfach. So, hier in die dunkle Grotte, Digga. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein Tier, Digga. Holy shit. Hab schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh mein Gott, frisches Quellwasser aus der Schweiz. Es ist ein bisschen Erde ist drin, aber geht. Sieht richtig klar aus, aber der Schein kann trügen, Digga. Darum jetzt mal abkochen. Jetzt kochen wir das Ganze in so einem Notkocher ab. Dann nehme ich hier die Ehrenbruder-Tasse und dann das heilige Wasser. Ich mach voll, oder? Ja, ja. Das frische Quellwasser haben wir jetzt hier abgefüllt und das kochen wir jetzt auf, damit Viren und Bakterien absterben. Sobald das Ganze dann kocht, schütte ich dann die Hälfte hier rein, damit ich das Ganze so ein bisschen desinfizieren kann, weil ich ja jetzt das dreckige Wasser hier reingefüllt habe, wie so ein absoluter Two-Head, Digga. Die andere Hälfte lasse ich dann kühler werden und dann trinke ich daraus. Die Aussicht hier mit dem Regenbogenglas, richtig, richtig nice. So ein Ausflug mit dem Regenbogenglas, richtig nice. Ohne dieses Glas hätte ich diesen Ausflug niemals gemacht. Aber es sieht richtig nice aus. Das Wasser kocht, wir kommen der Sache ein bisschen näher. Ich habe jetzt schon ein bisschen abgekochtes Wasser hier reingetan und so ein bisschen einfach das Glas desinfiziert. Und jetzt ist hier noch das andere kochende Wasser und das schütten wir jetzt rein. So, ich nehme jetzt hier das kochende Wasser ganz sorgfältig und jetzt rein in die Masse. Es ist heiß, es ist kochendes Wasser, was ist das denn? Wir haben jetzt hier kochendes Wasser im legendären So dumm kann keiner sein. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen abkühlen, weil ich will mir nicht die Fresse verbrennen. Und dann sehen wir uns, wenn ich dann das Teufelsgebräu trinke. Meine Damen und Herren, ich kann es nicht fassen. Wir sind irgendwo in den Schweizer Voralpen mit dem Schweizer Regenbogenglas und meinem Ehrenbruder Ärgererbach. Mit dem Quellwasser haben wir jetzt abgekocht. Und es ist jetzt nicht mehr so heiß. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Geschmacksprobe, Digga. Oh Mann, bin ein bisschen aufgeregt. Und für diese Aufregung, lasst doch ein Like. Let's go. Wir gehen rein in die Masse. Ein Schluck Schweizer Quellwasser. Es ist halt Wasser. Es riecht nach nichts, es ist gut. Also, ich nehme noch einen Schluck. Wir gehen rein. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich mache so eine Grimasse, Digga. Aber es ist eigentlich gut. Es ist eigentlich gutes Wasser. Das Schweizer Regenbogenglas ist jetzt offiziell auch an einer Quelle gewesen. Simon, ich habe jetzt das einzige Schweizer Regenbogenglas, das auch schon bei einer Quelle war und daraus getrunken wurde, aus einer Schweizer Bergquelle. Ich glaube, ich habe jetzt das wertvollste Regenbogenglas. Im nächsten Teil machen wir den Hasen noch wertvoller. Oha, das Schweizer Regenbogenglas. Oha, du, das brauche ich. Das brauche ich für meine Rente.